Tokio kann absolut überwältigend sein. Und du wennst, dass es flott heierst du an die mi kleinen Nachbarschaften zu gehen, für hei eng mir relax Seite von dieser Großstadt zu entdecken. Zu Nishi Ogikubo am Westen von Tokio treffen ich den Lützeboer Kevin Zaleski, die seit 2014 heute zu Tokio lebt. Wir hatten uns für ein paar Jahre auf der Lützeboer Ambassade kennengelernt, wo ich für Nationalfeiertag gekocht hat und der Kevin als Invité da war. Wie schön ruhig ist es bei dir am Quartier. Ihr seid nicht wirklich aus wie Tokio, oder? Nee, also das ist so wie Suburbs, wie ich mir das hier vorstelle, so ganz gemütlich. War da so extra in diesem Quartier? In dem heutigen Quartier seit den 60er, 70er Jahren immens viele Studenten und Künstler gewohnt. Auf der einen Seite mehr Schulen, du warst mehr und Essen interessiert. Ja, immer. Und da ist wirklich, wir haben immens viel Soul Food hier. Okay, was nennst du Soul Food? Ramen? Ja, immens viel Ramen, Suppen, Yakitori. Super. Und gut Süßigkeiten. Und da hatte Kevin auch direkt schon einen Platz, wo ich mich mit hinholen kann. Ein Mini-Geschäft, wo es eine ganz typisch japanische Nascherei gibt. Wow! So, das heißt Naslo Mochi. Und das ist ein ganz bekannter Dessert von ja. hier, gell? Richtig. Und zwar ist es ein Erdbeer, rundherum ist Anko. Anko. Und Anko, das sind ein Bean Paste, das sind so Seisbohnen. Ja. Aber nicht ganz Seis, richtig. Das ist savourös. Ja. Und dann da rundherum ist Reis. Und das ist ganz, ganz knatschig. Und speist du mal halt dran, ne? Den hier ist so gut. Den hier ist gut. Also, ich meine, du hast die beste Mochi an der Nachbarschaft. Ich meine noch. Mit so japanische Süßigkeiten, das ist schon etwas ganz Spezielles. Ja, das ist ganz anders, dass wenn man gewinnt, das für Schokolade zu essen oder so mit europäischen Süßigkeiten. Die sind nicht immer so ganz süß, wie wir das gewinnt sind. Hast du denn doch ganz andere Gurken dabei oder wie an dem Fall hey, Bohnen? Bohnen, ja. Ja, das ist ja nicht das, was wir kennen. Das erinnert mich zwar ganz ein bisschen an Marron. Weißt du, ja. da tun wir ja Heinz dabei, so ich dran. Ja. Wir trippeln weiter an ein kleines Restaurant an Leif Heisischer und ich fühle mich direkt so richtig wohl hier beim Kevin am Quartier. Das heutige Gebäude, das wo ich hier seit 4 Jahren wohne. Wie lebst du eigentlich so? Weil Japan gibt ja immer so, das ist mini klein. Ja. Also das ist wirklich klein. Das ist 12 Tatami-Matten, wie ihr hier seht. Ach so? Ja. Und das sind vielleicht 24 Meter Carré, aber nicht mehr. Okay. Das ist wirklich klein. Ich hatte zu London 30 Meter Carré. Ja. Und schon das schon klein von uns, aber dort noch so mini. Ja, also da müssen sie sich ein bisschen drunter gewinnen. Mehr am Lifestyle hier zu Tokio sind aber ganz viel da draußen. Dafür ist das nicht so schlimm. Kann den daheim, also kleine Wohnungen? Ich probiere so viel daheim zu kochen, wie ich nicht mehr kann. Mehr die meisten Leute essen auch viel da draußen. Aber wenn du daheim kochst, was möchtest du? Das sind dann aber japanisch Plan. Ja, okay. Zum Beispiel Yakisoba, das sind gebratene Nudeln. Oder Okonomiyaki auch hier oder Curry-Reis. Da muss die Wohnung aber gut riechen, oder? Ah ja, gut ist lang, aber... Ja. Der Kevin schafft am Moment bei iSpace, einer japanischer Start-up, die sich auf Space Mining spezialisiert und auch ein Büro zu Lützeburg hat. Am PR-Departement kümmerte Kevin sich unter anderem um Übersetzungen von technischen Dokumenten. Du hast bestimmt nie gedacht, dass du gehst mit so Spielsachen zu spielen. Also Space war für mich immer ein großes Drama. Ah ja. Aber das ist natürlich schwer für das zu realisieren, wenn man das nicht studiert hat. Und weil ich gesehen habe, dass Lützeburg mit einer Space-Entreprise kooperiert, habe ich gedacht, okay, da muss ich einen Fuß an dir kriegen. Hier in ihrem Büro sind Prototypen von Lunar Roveren ausgestellt, die am Moment entwickelt gehen, für geschwind an der Weltall zu fliehen. Also den heutigen Rover, den fährt dann so um Mond. Und mich dann von Lunar Exploration für Eis. Das ist aber ganz live. Das, ja, moin. Also ich wollte am nächsten Himmel, ich meine, ich stehe nicht packen. Besser nicht. Und die Räder, die sind so, weil der Mond hat aber viel in sandig, Müll, Oberfläche. Und da mussten die Räder aber ein bisschen mehr Profil haben, für dorthin zu fahren. Eine faszinante Affäre. Das ist am Anfang für die erste pure Schritt zu machen, für eine Industrie um Mond abzurichten. Von dort aus können wir dann zum Beispiel Treibstoff produzieren für die nächsten Missionen, die dann auf den Mars gehen.
Da muss ich lachen, weil ich dran denke, dass immer eine Tankstelle, dass Leute Ja. von Deutschland rüber auf Lützeburg Ja, kommen. ja, Und ja, dann gehen sie ja. dann durch und Richtig. in den Missionen gehen dann noch bei Lützeburg mit Eisbase zusammen tanken. Ja, das heißt, no wasserbillig, schon mir die nächste Platz Mond. Tankstelle im Mond. Genial. Am Moment möchte Kevin auch nach sein Doktorat an der Japanologie op der Sophia-Universität fertig. Das Uni huet witzigerweise auch Lützebäuer Konnexionen. Sie ist 1903 vom Pater Dahlmann engem Lützebäuer gegründet gehen. An die zweite ist das den Erzbischof Jean-Claude Hollerich, der für 25 Jahre in Japan war und auch auf der Sophia-Universität dann den Vizerektor war. Und den habe ich damals auch kennengelernt. Der Kevin hat als erstes sein Masters zu Träger gemacht, ehe er hier nach Tokio kam. Träger Tokio. Slight-Unterschied. Ja, also, das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich gewinnt habe um die große Stadt. Träger natürlich auch zu Lützeburg. Ist alles ein bisschen mehr ruhig, nicht ganz so groß. Wohnen aber viele Leute mehr in Tokio. Das heißt, den Alltag kann ein bisschen mehr stressig sein, aber auch mehr flott. Ja, auf jeden Fall, du liebst Kultur, die du studierst. Ne? Ja. Ich meine, das ist Ja. ja das Allerbeste. Op der Uni können Studenten auch japanisch Traditionen lehren, also dir für mir bei der Probe von einer japanischer Teezeremonie mitmachen. Hier lehren junge Japaner die genauen Schritte von dieser zeremonieller Kunst, für das das Tradition weiter an Ehre gehalten wird. Als erstes kriegen wir etwas zu essen, eine Süßigkeit, die nicht mehr bei Tea-Ceremonies serviert wird. Ein Kehr rup, und dann siehst du merci. Dann stellst du das hin, Jetzt zur Hand. dann legst du das da drauf. Oh. Ups. Mega penibel. Ich bin normalerweise ganz gut mit Stäbchen. Ja, Ich ja. denke, du gerade ganz high aufgeregt, weil alles ein bisschen so zeremoniell ist. Sehr Und das ist gut. gerade der Das ist Moment okay. natürlich, wo der da rauffällt. Oh Gott, wie peinlich. Nee, überhaupt nicht. Meinst Das ist kein Problem. Als nicht Japaner hat den da immer ein bisschen Bonus, das ist okay. Okay, das ist schon gut. Ja. Und es gibt noch eine weitere Challenge für mich. Also, ich weiß wirklich nicht, wie die das machen. Und du auch, so lange dort zu sitzen. Du passt aber auch pink. Ja, mega. Ich sehe es ganz normal Ja, aus. ich lehre den Hai. Nachdem es Magie ist, wird dann recht den Tee serviert. Siehst du merci. Und dann Jetzt hat man den links Hand. links. Und drehst du zweimal, dass die Seite auf der schweißt. Und Aua. So. Ja. Hier. Du kannst appréciieren und dann trinken. So schön, die Schaum da drüber. Oh, den ist gut. Ich meine, nur werde ich nicht schlafen. Du warst gut stark. Ja. Weißt du, zu welchen Occasionen sie die Tea-Ceremony machen? それフォン Ja. 普段どういう機会に茶道を行ったりされますでしょうか Also zum Beispiel, wenn ihr daheim ein bisschen relaxen will oder arbeitet oder so, gibt Leute, die machen das dann daheim. Wirklich, Lu? Ja. Selbst Formelles. Wirklich als Hobby. Wir sitzen noch bei Tele oder Ja, gucken ja, jetzt im ja, ja. Internet. Dann sieht Also man mal eine eine Zeremonie. Zeremonie. Oder auch für Touristen an der letzten Zeit, Okay. bei buddhistischen Tempeln oder so, kann ja. ich das mit erleben. Da. Und das so mit nachher. So, nicht. Und ich bin froh, dass ich endlich aufstehen kann. Wir können nur der Tea-Ceremony nach Europa auf den 17. Stock vom Hauptunisgebäude, von dem aus eine super Vue über Tokio hat, also gut Lützebäuer Ambassade erglimpsen kann. Hier auf der Sophia-Universität hat der Grand Duc Henri übrigens 2017 sein Ehrendoktorat überreicht und der Kevin war mit dabei. Während 3 Monaten hat er für die Ambassade geschafft, für Visiten mit zu koordinieren. Also ich hatte eher auch beim Palais vom Kaiser ganz nah dabei zu sein. Wow. Das das gesagt nicht alltag. Du wird dann noch etwas kleines Lützebäuisches zu essen? Ja, natürlich. Also von der Ambassade kriegte mir wie immer gute Lützebäuer Wein. Und dann hat dieser Koch heute in Tokio ein Rieslingspaket gekocht. Ich hatte ja auch selber ein Kehr auf der Ambassade hier gekocht. Aber das damals nicht wusste, es gibt einen Metzler heute zu Tokio, der Lützebäuer Grillwürste mischt. Beim Tominaga Original Delikatessen kann ich schnell vergessen, dass er nach Japan ist. Ah, Jagdwurst. Jagdwurst. Jagdwurst! Der Patron hat an Deutschland sein Handwerk gelehrt und mischt all Sorten von Würsten am deutschen Stil.
An ihr spielt doch gerne mit Fusion guen. Heute zum Beispiel ein Wurst mit Wasabi dran. Oh, das hat voll der Kick. Das ist wie, ja, Wasabi an, Ja. an einem Rindelchen. Hast du noch sagen? Please. Mm. Mega scharf. Das ist ganz genau. viel Wasabi da. Ja. Mm. Very spicy. Ich schwatze mal mit meinem Metzler zu Lützenburg. Ich hätte gerne Wasabi-Wurst daheim. Yuriko Matsuno, wat de Luxemburg Trade and Investment Office op der Lützeburger Ambassade lädt, huet 4 Joren dëse Metzler opgesicht, fir ze froen, fir sie Lützeburger Grillwurst zu produzieren. Das Rezept kom vum Metzler Oswald vum Bel Air. We actually translated this recipe into Japanese and gave this to him. And he first came back, well, you know, there is something wrong with this recipe. And he was right. When we translated, we put some different number. And he noticed, and the ambassador said, he must be very serious. We have to go with this butcher. He made us samples, and at the embassy, we are all sitting at the lunch table, seriously testing each sausage sample, and this is the right one. This is a little bit too mild, and so finally we came to a right tuning. No, we should not call it Luxembourg sausage. Wir dürfen han at Kulisse kucke goen, wéi die Lützeburger Grillwurst hergestalt gëtt. What meat is it? Japanese pork. Dobei kënnt eng Gewürzmischung, ënnen an nach Eisküben, fir dat ganz donno ze bannen. De Metzler ass stolz ze soen, dats hi nëmmen mat deitsche Maschine schafft, an das wirklich impressionant him bei senger Abechtnot ze kucken, an ze gesinn, wieviel Frätchen dobei huet. Da ginint Wirchtecher a Schofsdarm agefüllt a vun Hand gefalt, fir dass auch all Wurst gené dieselwecht lengt huet. Am Ganzen ginn haut eng 250 Schwuppe gemach. Wie leider könne man des Grillwurst den Haut net schmachen. Se sie nämlich fir d Nationalfeierdach fest op der Lützeburger Ambassade gedurcht. D Lützeburger Grillwurst ass definitiv ein Insider-Tipp zu Tokio. Mir et gët eng aner Lützeburger Spezialität, die ihr witzigerweise überall fënnt. Bamkuch. Ob am Supermarché oder an enger High-End Food Hall, et kriegt wirklich überall Bamkuch a Japan zu kaufen. De Kevin hält mich mat bei Juchheim Baumkuchen, die 1909 den echte Bamkuch zu Tokio gebak hun. Also der Bamkuch ist für die erste Mal für 100 Jahre hier in Japan gekommen. Und die Japaner haben direkt immens gern gehabt, weil aber das Motiv vom Baum hat. Und das Naturmotiv, was hier in Japan immens belebt ist. Das war sie noch Kichel in der Form von Blätter oder Cherry Blossoms. Und auch hier sind sie stolz darauf, dass das Handwerk an Deutschland gelehrt ist. Denn Herr Yoshiga ist ein sogenannter Baumkuchenmeister, der bei uns an der Gegend Informationen gemacht hat. Zuerst in Bonn und dann zum Schluss in Köln. Waren Sie einmal in Luxemburg? Ja, Ja? noch einmal, aber nur Wirklich? einmal. Haben Sie Baumkuchen in Luxemburg probiert? Ja, im Oberweiß. Wow! Super! Oh. In Japan haben sie ganz viele verschiedene Sorten Bamkuch. Du hast für all gut etwas dabei. Schokolade, Orange, Vanille und auch sogar ein geringe Bamkuch. Matcha-Bamkuchen. Matcha, ja. Dringend, hey, das ist wirklich so etwas, was Matcha gesagt ganz viel hat. Und das ist wirklich so immens gut. Da will ich es nicht mehr zu machen. Zu meinem Horror wird der Bamkuch aber ganz anders geschnitten. Sie schneiden heute Bamkuch, so ein dick Scheif auf, ein Rundscheif. Und sieht auch gut aus. Ja, sieht ganz gut aus. Perfekt an den Layers aus. Ich mach mal den mal. Oh, stark am Gu. Oh, ist mega gut. Das ist so Butter von dem Matcha. Schmeckt wie Japan. Attraktiv. Me, ich kann mich aber irgendwie nicht mit der Idee aufrinden, dass er einfach knatsch riecht an den Bamkuch dran geschnitten wird. Du wennst kränisch sie überzeugt, für mich kurz an den Stand zu lassen, für ihnen zu weisen, wie in den Bamkuch bei Eis schneit. So, da weiß ich nicht, wie wir daheim schneiden. Okay. So schneiden wir es. Sehr dünn, sehr delikat. Und dann ist es so, es schmilzt auf der Zunge. Ja, ist okay so? Wie weiß,
Vielleicht changieren sie hier Approchio und servieren an Zukunft auch ihren herrlichen Baumkuch an dünnen Tranchen. Oves gimmer zurück bei de Kevin an de Cartier, wo lauter Klangbars an Izakayas sind. Heimischchte Kevin oft atmosphärisch Fotoen für die Leben zu Tokio festzuhalten. Das ist eine Filmkamera, das ist ein Mittelformat, das ist auch ein Double-Lens-Filmkamera noch dabei. Das ist den halt 2 Linsen, guckt den durch die Irrwischt, das Foto geht durch die Innerst gemacht. De Kevin entwickelt sein Foto selber am Darkroom auf der Uni und interessiert sich für allem darum, wie Tokio mit der Saison changiert. Also ich stehe nicht mehr an der Vakanz heim. Es gefällt mir so gut, dass man ein bisschen lebt, hier noch um ein Geheim zu gehen an für dich. Ja. Wie für dich noch 5 Jahre, das muss ja wirklich ganz schwer sein, viel nach zurück zu gehen, oder? Das ist richtig. Also ich freue mich natürlich allkeers für Christtag oder einmal, 2-mal am Jahr meine Familie zu sehen. Ja, das ist immer ein großes Freude. Aber es geht mir schwer. Dein Leben ist heim? Ja. Kannst du dir vorstellen, ganz heim zu bleiben? Ja, auf alle Fall. Ich bin so froh, heim. Ich kann mir das gut vorstellen. Da komme ich dich sicher noch ein paar Mal besichern. Ganz gerne. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch, für mit Kevin Tokio weiter zu entdecken.